changé là, les temps d'aujourd'hui. Je pense que la différence, c'est la technologie, à mon avis. Parce qu'avant, on n'avait pas toute la liberté qu'on a aujourd'hui. Plutôt bien, avec les difficultés que je pense tous les parents connaissent, hein, pour faire garder les enfants, notamment quand ils sont petits. Avoir du temps pour soi, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer souvent en tant que parent. Donc c'est trouver du temps. Trouver du temps, pas s'oublier, et aussi évidemment passer du temps avec les enfants, de qualité, pas juste quelques minutes par-ci par-là, mais vraiment prendre le temps de découvrir les choses. Et aussi la dernière chose, c'est de leur faire comprendre le monde qui change très vite, hein, avec le digital, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est une vraie difficulté. Donc oui, la parentalité, c'est très stressant et très fatigant. Nowadays, it's very difficult for the parents because I have two kids. First morning, I have to get up very earlier to get ready for the school. Too many things to do in the morning, and the pickup from the kids that is twice a day, and difficult. Yes, it's very challenges. Ich habe das Gefühl, dass die Eltern haut oder für die jungen Eltern so schwer den eng gut Trennung zu machen zwischen ältere sehen an eben auch eng Autoritätsperson sehen irgendwie Freunde Kollegen sehen was kann ich denke dass das nicht besonders was die Education geht von der kann ich meine kann brauche ganz klar ein Rollebild an da muss auch einfach mal muss noch nicht können so muss noch streng können sehen auch wann ich weiß okay den kann er werden schon nicht cool fanden von allem dann nur am Teenageralter wann sie älter weg schiel nicht cool fanden da muss er einfach aushalen Mensch das wirklich das größte Schutz. Ich bin eng analog Generationun mat gemet der egentfir eng ganz andere Bezug, dats alles vimi schnell gehen an kann wissen noch immens viel informéieren mit zugleich a auch desorientiert am Fong op Kächte von ihrer Innocence geht, von ihrer Spielerischkeit, von ihrer Lichtigkeit. Ich mein dat jiré von alle Gute spielt. Das alles auch für mir eng engschlech Gesellschaft gehen an der das natürlich bestätig bemerkbar zwischen der Kamera am Älteren. Ich erleben Echter als positiv schmengen als Pap kann in haut zu das méi Deelhöhle wann Schlussmch vergleich mat mengegem Pap selber hier profitiert an Schlumé vom Felix wie von alles selber an dat fan Schäfi hin dass dat quasi die Meichkeit gut steckt mich spät trotzdem eng kann méi sein Pappen da sein auszuleben an net just den Alleinversorger quasi zu sinn. Ich meine das für euch Generation nimi so un Thema. Je dois dire que je reproduis pas mal ce que j'ai vécu. Ma mère s'est arrêtée de travailler une dizaine d'années. En revanche, moi, je me suis arrêtée 5 ans pour lui. Et je sortais aussi pareil beaucoup avec mes parents qui me montraient beaucoup de choses. On voyageait, on allait dans des musées, voir des choses au cinéma, on visitait des monuments et c'est quelque chose que j'aime reproduire avec lui. C'est assez similaire finalement. Peut-être dans le passé, les jeunes parents avaient plus de support de la part de leur propre famille. Maintenant, ce n'est pas vraiment le cas à cause de distance ou autre. Et donc, oui, les jeunes parents maintenant, ils sont souvent seuls s'ils n'ont pas de membres de famille qui habitent à proximité. In my country, since I'm an expert here in Luxembourg, it was more easy as I remember from my childhood. I have my grandparents' home and they were very helpful for my parents. So my mom and dad have to go to work because they had the help in the home and that's why being alone it's a little bit challenging. So, die Damen und die Herren, merci dass ihr alle gut seid. Das ist alles schön voll. Das mich als freut. Das ist ein Thema, was meine Schipferin hat, es auch geht, ob ein
professionellen an älteren Deelers oder älteren Deel a professionellen a wénger Reihenfolge auch immer in dat wild machen oder einfach nimmen Sujet interessiert. Also ich gebe gern als Minister den Herr Claude Meisch op Bühne bitte für Purwort zu Eis zu schwätzen. Vielmals merci der Damen und der Herren, sehr geehrte Keynote-Speaker, Madame Deputierten Mandy Midella, leif Leiit alle Guten, ja, leif Mamme, leif Pappen. Ich denke, dat immer irgendwo alle Guten an ältere Sinn, dat klingt ganz tags so einfach an. Aber wissen wir alle Guten, das ist keine einfache Aufgabe. Das ist eine alltägliche Herausforderung, gehört aber zu den wichtigsten Aufgaben, die wir im Laufe von unserem Leben begegnen, die wir können holen, weil sie aber die Zukunft von unseren Kanner fundamental matt bestimmt. An Älteren, das sind die wichtigsten Bezugspersonen am Leben von den Kannern, wir begleiten sie eigentlich permanent an allen Altersphasen, wir gehen in Sicherheit, wir gehen in Orientierung, wir schenken hin oppend wir sind eben do, wir vermitteln Werte, die sie eigentlich mal an das Leben ranholen, Werte, die ihnen das Leben lang Werten Orientation, gehen an alles geschieht, an viele kleine Momente, die nicht immer gesagt an dem auch als Älteren, aber DAX, können drin zurück, erinnere, weil sie auch für Eis immens markant sind, an Eis eigentlich auch ganz, ganz viel gehen, eigentlich auch eine engage Seite dankbar für das, was man zusammen mit diesen Kanner erleben, erfahren. Und dafür ist es wichtig, den Eltern hier Rolle nicht als selbstverständlich zu gesehen, sie aber für allem als Gesellschaft zu valorisieren, zu holen, zu respektieren, das wird Mammen, das wird Pappen all der an, aus auch lechten. Älteren Sinn, das wird sich auch stark verändert. Das mal purmal heieren, die Orientation, die vielleicht für seine Eltern, für seine Großeltern kriegt wird, für wie erzählisch kann war das wichtig, wie reagieren ich op die eng oder op die andere Situation, die as dax net mit do Zeiten, Gegebenheiten, Umstände, Herausforderungen, da aber ganz anderer Sinn, kommen permanent neue Herausforderungen dabei, auch da heieren Digitalisierung war Smartphonen und so weiter, das war für Eiseltern nicht eine Herausforderung, als für Eishaut eine Herausforderung als Eltern, aber wir können eigentlich nicht Referenzen uknappen, die wir hun aus Eiser Kante wie Eiseltern mit den Phänomenen umgegangen sind. Und das heißt eigentlich auch, dass Eltern gerade Haut auch an einem permanenten Lehrprozess sind, sich permanent immer nicht herausgefordert spüren, aber permanent eigentlich auch sicher nur den richtigen Antworten an nur den richtigen Wehr für können zu reagieren. Und dafür denke ich, es ist wichtig, dass Eltern auch an ihrer Aufgabe, an ihrer alltäglichen Aufgabe gestärkt gehen, dass man auch die Message vermitteln, das Normale, dass den sich vorstellt, das Normale, den du nur antworten, sich das Normale, den du nur enger Unterstützung sicht. Älteren sind einfach den wichtigste Bildungspartner von ihren Kannern. Das lang eher, ich kann in den Kanner, dass dann Schule gehen. Sie sind die Ersten, die da sind, wenn es um die Erziehung von ihren Kannern geht. Und dafür ist das dort auch für unsere Ministerien, die ganz groß Uleies, eben Älteren an ihrer Mission ganz wichtig richtig zu begleiten. Und dürfen eben auch unterstützen wir Urlaubsstellen, wie zum Beispiel die Älteren Foren, die wir an alle Regionen von unserem Land, an alle Regionen von unserem Land auch abgemacht haben, aber weiter werden abmachen für alle Eltern, für alle Frauen, die an allen Altersphasen vom kleinen Puppelchen bis an den Teenageralter dann auch stellen, für eben auch Familien zu stärken, für die Eltern zu stärken, weil das die beste Garantie ist, dass man auch ein Fundament hun fir dat het stark Kanner sind, die do run wussen. D'ältere sind dann auch een wichtige Partner, wann het Bildungspolitik überhaupt geht. An dafür bin ich froh, dass man auch ein organisiert Ältereschaft tun an den letzten Samsten während Wahlen nach einmal für die nationalältere Vertretung, die auch op anhecht, Minister Heinz mit anderen Partner auch diskutieren, dialogieren, sich austauschen, an natürlich auch Spruchrohr von den Älteren
von ihre Bedürfnisse, ihre Forderungen, ihre Sorgen auch sind ran an Gesellschaft, dann aber vor allem auch par rapport zur Politik. Ältere kriegen eben do eng Stimme, an deren Decisionsprozesse denke ich immens wichtig sind. Das können lokal Decisionsprozesse sein, das können aber auch national Decisionsprozesse sind. Und wir haben als ganz tags mit den Älteren, der nationale Älterenvertretung zur Summe gesagt, an den letzten Woche, sie hat da über Screen-Life-Balance, sie hat da über froh vom Bien-être von der Kanner, sie hat da über froh von der Inklusion, über Sprachen, Diversität. Nun all diese Sujets do, dat sind die da wert sind auch mit der nationale ältere Vertretung als Repräsentant von ihr oder von Eis alle Gute dann auch zu schwätzen. Ältere sind, als wie gesagt, keine einfache Aufgabe mehr, eine extrem wertvoll Aufgabe und das für allem wichtig für auch ältere Wert zu schätzen, hier Erbecht am Alltag Wert zu schätzen, sie zu stärken, sie zu schützen, aber auch an dummer der Stärke man eigentlich auch manchmal etwas Wichtiges für Stärkung von Herren kann an dummer investieren wir auch Menschen gut Steck von eiser Energie, von eiser Zeit an Zukunft von eiser Kanner an Zukunft von eisem Land. Ich wünsche euch alle Guten, ein ganz inspirierend Konferenz den Novent, da wir alle Guten etwas mitholen, auch für Eiselternschaft, die frohe Fleisch, die Orientation, die wir sichern, dass wir hier vielleicht eine kleine Orientation daran kriegen, die wir können mitholen. Ich kann leider nicht die ganze Novent bleiben, weil ich auch Pap bin, an meinen 16-jährigen Stöch, da mich der Moje gefreut hat, ob wir den Novent eine Kette Chemie durchführen. Ich habe mal das Kapitel angeguckt, ich muss für alle Regeln mal mir nach Zeit holen, für mich dran zu knien. Und dann gucken wir, dass mit der Prüfung etwas geht, dass dann auch mein Teil zu einer gelebten Älterenschaft heute Novent. Wir sind aber sicher, dass dir eine ganz interessante Konferenz wird erleben und für euch ganz vieles geht mitholen. Vielmals merci. Herr Minister, ich meine, du kann all Menschen am Saal no vollziehen und wir hüllen dann die Exkuse gerne und wir wünschen er durch da viel Chance der Chemie an ihr beim Verstehen und Erklären auch. Ich meine, wenn ihr den Mikrotrottoir guckt, ich denke, da kommen ein ganz paar die Sachen herum, die ich auch schon gefroht, die ich durch die Kap gegangen sind. Ältere schafft das wirklich etwas Kompliziertes, etwas Schönes, etwas Wunderschönes, aber auch etwas Kompliziertes, etwas für den Challenge, wenn immer für neue Herausforderungen stellt. Und dafür ist für mich heute ein doppelschönen Tag, weil die erste Plotnovelle, die ich heute kriege, das ist mir gut ein Schlüssel von dem 10. ältere Forum, der das Dave-Verding, der geht am Laufe vom gebe ich so mehr ab für die Leute, die ich mir kommen so los an die Häuser, wo die Fedro gesagt wird, wo man die Ältere begrüßen, dann noch kennenlernen, dann mit ihnen échangieren, dann mit ihnen schaffen, wo die Ältere können hinkommen und sich unter denen échangieren. Wie gesagt, Ältere sind Haut vertischt. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, wir haben lange Gesicht noch guten Konferenzieren, wir haben sie gefunden. Wir haben zwei wunderbare Rednerinnen gefunden und wir hatten eigentlich mit einer Frau gerechnet, mit Frau Hohmann, und sie hat gesagt, ich bringe meine Kollegin Frau Immel gerne mit, weil das ist, wir machen das immer zusammen oder wir machen das öfters zusammen und das freut mich sehr, dass wir sie jetzt im Doppelpack hier haben können. Das ist wirklich eine große Freude und Sie werden sehen, Sie werden heute Abend hoffentlich nach Hause gehen mit dem Gefühl, etwas ganz Praktisches und etwas ganz Gutes gehört und gelernt zu haben. Und ich möchte gerne Sie vorstellen, die zwei Rednerinnen. Zu meiner Linken hier, das ist Frau Hohmann, Doktorin Katrin Hohmann. Sie ist Kindheitspädagogin mit einem Masterabschluss in soziale Arbeit, Schwerpunkt Familie und promovierte pädagogische Psychologin mit dem Fokus auf Entwicklungspsychologie. Sie gründete einen Kita-Verein, war als Kindergartenleiterin im In- und Ausland tätig und arbeitet heute als Fachautorin, Bloggerin sowie Interviewerin für den Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an.
Das können Sie gerne googeln und sich das abonnieren. Das ist sehr schön. Da kann man viel hören und sehen und lernen. Ihr wissenschaftliches und praktisches Wissen spiegelt sich in Ihren Publikationen wider. Von ihr erschienen sind unter anderem Gemeinsam durch die Welt, Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten, Augenhöhe statt Strafen, Ich sehe, was du brauchst. Das sind nur einige Ihrer vielen Bücher. Wir haben auch, das ist so eine Info auch an Sie, wir haben nachher einen kleinen Bücherstand organisiert. Da können Sie sich gerne durch die Bücher durchschauen und vielleicht ist was für Sie dabei und Sie dürfen die dann gerne anschließend bestellen und selbst bestellen. Neben ihrer professionellen Tätigkeit bringt Katrin Humann ihre langjährigen Erfahrungen als Mutter von 3 Kindern ein. Das ist ein wichtiger Bestandteil ihres praxisnahen und realitätsbezogenen Blicks auf den Alltag mit Kindern. So, und dann kämen wir zur Inke Hummel. Auch sie hat eine lange Vita, deshalb ich probiere das jetzt hier ganz kurz und knackig zu machen. Pädagogin und Germanistin, Master jeweils. Sie führt seit 2017 eine eigene Praxis in Bonn für Elternberatung und Fortbildung für Fachkräfte und arbeitet zudem in einer sozialpädiatrischen Praxis bei Hannover. Sie veröffentlicht seit vielen Jahren Fachtexte, Kinderbücher und Elternratgeber und begleitet als Fachberaterin, und das ist eigentlich mein Highlight, die Sendung mit der Maus als Fachberaterin und vor allem im Bereich Mausradio, auch sehr hörenswert, habe ich mit meinen Kindern viel gehört. Zu ihren bekannten Büchern gehören unter anderem Miteinander durch die Pubertät, Nicht zu streng, nicht zu eng, Mein wunderbares wildes Kind, Mit allen Sinnen wachsen. Genau, diese und noch andere Bücher stehen für ihre einfühlsame und fundierte Arbeit, die Familienleben und pädagogische Praxis miteinander vereint. Auch sie ist eine Mutter von 3 Söhnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von zwischen 16 und 21 Jahren, hat also auch schon verschiedene Etappen durch und bringt somit eine große Praxiserfahrung auch mit aus dem eigenen Leben. So, ich möchte jetzt nicht weiter reden. Ich möchte gerne sehr herzlich unsere 2 Rednerinnen einladen, uns eine knappe Stunde durch die Welt des Elternseins zu führen. Bitte laufen Sie nicht gleich weg. Es gibt nachher noch ein kleines eine kleine Frage- und Antwortrunde. Und dann gibt es auch noch was Kleines zu essen anschließend, um auszutauschen. Aber bis dahin würde ich uns wirklich wünschen, dass wir einen sehr schönen Abend mit Ihnen verbringen. Vielen Dank. Ich komme da besetzt im Lied vom Neil Young zurück, wo drauf steht, wo seht, Parents teach your children well, children teach your parents well. Ich lehre von ihnen, sie lehren von mir. Und ich meine, authentisch bleiben, das ist immens wichtig, also das, was ich nicht so, aber wenn sie nicht so, sie sollen nicht sehen, frohe Kasch nicht. C'est d'être une équipe déjà au niveau du couple et puis au niveau de la famille. Donc de parler de choses ouvertement, calmement, de prendre le temps de discuter, d'avoir des temps d'échange pendant les repas notamment, donc d'avoir un rythme, d'avoir un cadre, d'avoir aussi le cadre familial au sens plus large avec les grands-parents, les oncles, les cousins, les tantes. Ça c'est important, ça renforce la parentalité. Et puis aussi au niveau, on va dire plus largement social, le fait d'avoir des structures d'accueil pour les plus petits, d'avoir une école qui est bienveillante, qui écoute quand il y a des différences, notamment des difficultés scolaires, que le corps enseignant soit à l'écoute. Alors, matinée typique, donc on a 3 enfants, du coup c'est
Évidemment, c'est préparer le petit déjeuner, préparer la lunchbox pour les enfants pour l'école, les aider à s'habiller, vérifier qu'ils ont toutes les affaires pour partir et donner le tempo pour que tout le monde soit prêt. Donc en général, c'est 1 heure avant le départ, ça démarre. Et voilà, ça tous les jours. The kids get up at 6 o'clock, I get up at 5 o'clock. So even their dads get up at 5 o'clock because he's running, he's doing exercises in the morning. So in the afternoon, I will have my free time. So then after that with kids, it's I have to feed them, I have to get them ready for school. En général, ce qui aide, c'est d'avoir préparé la veille. Ça, c'est la première chose. Et d'avoir de l'aide de la part des enfants, donc, notamment des plus grands, et de partager les tâches aussi entre les parents, savoir qui prépare le lunch, qui s'occupe d'avoir vérifié que les cartables sont prêts pour les enfants. So nach famose. Ja, die Morgende. Da sind wir gleich mittendrin in einem Klassiker-Thema. Wie ist das bei euch morgens? Also mein ideeller Morgen ist so, dass wir ganz entspannt sind und ich auch um 5 aufstehe und das glückt mir nicht. Und das liegt häufig auch daran, dass ich auch irgendwie Me-Time brauche. Und nicht selten ist die genau dann, wenn die Kinder im Bett sind, wenn es erstmal ruhig ist. Das heißt, der Morgen hängt schon ganz schön davon ab, wie wir Erwachsene auch aus dem Bett kommen, um das gelassen zu begleiten. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Und dann genau das, was wir gerade auch gehört haben, es werden Sachen gesucht. Die Cornflakes sind alle. Manchmal gibt es dann Streitereien darum, weil ein Kind mehr von den Cornflakes genommen hat, die das andere mag, das Soul Food. Das heißt, das dann schon das erste Mal atmen und man denkt, nee, jetzt hat noch kein Laden auf. Ich kann keine anderen Cornflakes kaufen. Ne? Die Frisur der Tochter, die Schwimmtasche, die noch fertig gemacht werden muss. Also wirklich, ja, sehr turbulent. Okay, ja, danke schön für die Einblicke. Der Morgen ist tatsächlich ein Thema, das ich gut kenne aus meinen Beratungen. Ich sehe im Jahr mehrere hundert Familien zur Beratung zu ganz unterschiedlichen Themen, aber der Morgen kommt ganz oft vor. Der Abend natürlich auch. Aber wir haben uns heute den Morgen mitgebracht, um ein bisschen was an Impulsen mitzugeben, die man für ganz viele Situationen nutzen kann. Und ich starte praktisch, dann werden wir ein bisschen theoretisch und dann werden wir wieder praktisch in unserem Vortrag. Der Morgen, ja, wenn Eltern zu mir kommen und in der Beratung erzählen, was da so passiert und wie anstrengend das ist und dass sie eigentlich morgens ganz gerne hätten, dass die Kinder so die Liste, die sie im Kopf haben, schön abarbeiten und pünktlich aus dem Haus gehen und keiner ein Morgenmuffel ist und so. Dann bremse ich die immer erstmal runter und dann gucken wir drauf, dass man tatsächlich manches nicht verändern kann. Also wann die Kita irgendwie sagt, jetzt müssen die Kinder da sein, wann ich in der Arbeit sein muss, kann ich nicht verändern. Wo mein Kita-Platz in der Stadt ist, kann ich auch nicht verändern. Ich kann auch nicht verändern, dass ich vielleicht ein Kind habe, das morgens nicht mehr weggehen mag. Das kann sein, dass ich das nicht ändern kann. Aber ich habe trotzdem ganz viel in der Hand und das gucke ich mir mit den Eltern dann an. Und das sind diese zwei Aspekte, die ich da notiert habe. Und da ist mir so wichtig, dass wir die beiden immer in der Hand haben. Das erste ist der problemorientierte. Also ich kann gucken, an welcher Stelle habe ich vielleicht die Möglichkeit, doch an der Sache etwas zu verändern. Und das ist individuell natürlich verschieden. Was ist mir da möglich? Ich kann einerseits schauen, kann ich vielleicht mein Kind abends schon umziehen und in Klamotten schlafen lassen, mit denen das auch in die Kita gehen kann, damit ich morgens nicht dieses Trara habe. Also zu überlegen, wo kann ich eine Veränderung machen, die morgens ein bisschen was von dieser langen To-Do-Liste wegnimmt. Können wir vielleicht statt Zähneputzen morgens zu Hause noch zu machen, das in die Kita verlegen? Oder können wir das mittags machen, anstatt morgens? Wirklich mal zu gucken, wenn es gerade brennt, jeden Morgen bei uns zu Hause, wo kann ich was verändern? Können wir das Frühstück vielleicht statt am Frühstückstisch schon im Bett machen eine Zeit lang? Oder können wir das mitnehmen und im Auto, auf dem Fahrrad, im Bus irgendwo essen, in der Kita erst essen? Also wirklich mal so zu überlegen, was sind die 10 Punkte oder wie viele ich habe
Und welche kann ich doch verändern? Und nur in meinem Kopf ist so drin, das macht man nicht. Vielleicht geht es doch anders. Manchmal kann auch eine Einfachheit sein, dass man nicht so oft die Räume wechselt mit den Kindern. Also vom Kinderzimmer in die Küche, wieder ins Bad und in den Flur oder so. Dass man wirklich schaut, stellen wir die Zahnbürste schon mit an den Frühstückstisch. Dann müssen wir nicht nochmal wieder zurück. Oder wenn man noch eine Treppe hat, nochmal Treppe rauf und runter. Das ist für Kinder viel morgens. Und wenn man da schon mal hinschaut, kann man vielleicht das eine oder andere verändern. Genauso wie der Vater in dem Beitrag gesagt hat, ne, manches schon abends vorbereiten. Das ist ja so der Klassiker, dass einem vielleicht auch selber einfällt. Aber ehrlich noch mal hinzuschauen, an welcher Stelle sind wir vielleicht in Abläufen drin, wo wir nur dachten, man macht das so, aber vielleicht muss man es mal eine Zeit lang nicht so machen. Das kann eine Erleichterung sein. Wenn ich das alles gecheckt habe, dann kann es immer noch sein, dass ich zum Beispiel morgens ein Kind habe, eben was ein Morgenmuffel ist, was nicht gut wach wird und was auch im Kindergarten glücklich ist, aber diesen Übergang zum Kindergarten oder zur Schule echt gar nicht leiden kann. Und dann habe ich ganz viele Eltern in der Beratung, die machen morgens 10 Schleifen, die lesen nochmal was vor, die singen nochmal, die spielen nochmal was, die machen nochmal dies und das und jenes. Und am Ende haben sie immer noch ein Kind, was nicht gehen will. Und da sage ich immer, da bist du in der Chance, was zu ändern. Du hast es nicht in der Hand. Wenn dein Kind nicht will, dann will das nicht. Das war die erste Lektion, die ich in Pädagogik gelernt habe. Wenn das Kind nicht will, kann ich ganz viel versuchen, um es in eine Kooperation zu kriegen. Aber wenn es am Ende nicht will, kann ich quasi nur noch Gewalt anwenden, was ich möglichst nicht tun sollte. Es sei denn, es muss schützende Gewalt sein. Oder ich kann es annehmen. Und das ist das, was ich emotionsorientiert nenne. Ich kann schauen, wo stehe ich denn? Bin ich wütend? Bin ich frustriert? Bin ich traurig? Bin ich sauer, weil mein Kind nicht will? Weil ich enttäuscht bin von mir, dass ich es nicht hinbekommen habe, weil ich die Emotionen von meinem Kind so aufnehme. An der Stelle habe ich die Chance, was zu verändern und zu gucken, kann ich anders da reingehen, zum Beispiel mit einer veränderten, realistischen Erwartungshaltung. Nicht mehr mit der Erwartungshaltung, wenn ich 10 tolle Dinge mache, dann wird das easy, dann geht mein Kind easy mit mir aus dem Haus. Sondern mit der Erwartungshaltung, wahrscheinlich hat es keine Lust, wahrscheinlich wird jetzt diese Stunde total anstrengend und ich atme das mal weg und begleite das so gut ich kann und nehme an, dass mir das manchmal gut gelingt, manchmal nicht so gut. Aber ich mache nicht diese 10 Schleifen, sondern ich mache vielleicht eine Schleife. Und dann konzentriere ich mich auf meine Ruhe. Und wenn ich die habe, dann nehme ich mein Kind und zeige dem so klar es geht, wir müssen jetzt das Haus verlassen. Und wenn du das gerade nicht gut schaffst und traurig bist, dann darf das so sein, aber ich klemme dich jetzt unter den Arm und ich helfe dir, dass wir das jetzt schaffen, diesen Übergang. Wenn ich an diesen Emotionen arbeite, habe ich ganz viel in der Hand, bei all dem, was ich morgens eben nicht in der Hand habe. Und wenn ich das mit den Eltern mache in der Beratung, dann kommen die das nächste Mal zu einem Verlaufstermin nach 6 bis 8 Wochen und sagen meistens, unser Morgen hat sich nicht geändert, das Kind hat immer noch keine Lust, Zähneputzen ist immer noch doof, aber ich habe mich geändert. Das ist die Chance, die man hat, emotionsorientiert daran zu gehen. Und das ist auch noch was man sich so ein bisschen mitnehmen kann im Hinterkopf. Ich muss mich darauf fokussieren, dass ich ruhig bleibe. Das ist das, was ich in der Hand habe. Und manchmal gelingt das nicht, das ist menschlich, aber manchmal gelingt es. Und das ist mein wichtigstes Tool. Egal, ob ich ein Schreibaby begleite oder ein Kind, was nicht in die Schule will oder ein Teenie, der mir gerade die Tür vor der Nase zuschmeißt. Meine wichtigste Aufgabe ist erstmal zu gucken, dass ich möglichst oft ruhig bleibe, damit ich klar sagen kann, da gehen wir lang und da gehen wir nicht lang. Das ist das Erste, was ich mitgeben wollte. Jetzt habe ich den Schalter nicht, du darfst einmal weiterklicken, genau. Es bleibt natürlich trotzdem an vielen Stellen stressig und da möchte ich auch immer auf jeden Fall die Eltern an die Hand nehmen und auch ein bisschen in den Arm nehmen und ihnen nochmal auch diesen Fokus mitgeben, wenn sie sagen, ja, ich kenne das, morgens, mittags, abends, ich kenne diesen Stress, ich kenne die Anstrengung, selbst wenn ich problemorientiert und emotionsorientiert hingucke, ist es immer noch viel und ich habe manchmal das Gefühl, oh, warum schaffe ich denn so wenig, wie ist denn das bei anderen? Meine Mutter sagt immer, früher haben wir das doch auch gekonnt oder so.
dann möchte ich gerne noch mal ehrlich hingucken. Wir haben heute eine andere Welt, als wir sie hatten, als ich klein war in den 80ern zum Beispiel. An vielen Stellen hat die Welt sich ziemlich schnell, ziemlich stark verändert, wenn wir heute hingucken. Auch was ich heute so im Austausch gehört habe, kennen das viele hier auch, dass man zum Beispiel nicht mehr ein familiäres Netz so greifbar hat, wie das früher an vielen Stellen der Fall war. Viele Menschen gehen nach der Ausbildung irgendwo anders hin, wo nicht mehr nebenan, wo die Großeltern sind und unterstützen können. Viele Familien haben auch nicht den Kindergarten gleich um die Ecke, wie das vielleicht früher der Fall war, sondern müssen gucken, wie passt denn das mit meinem Arbeitsplatz, wo kriegen wir überhaupt einen Platz in der Kita, in der Schule, und dann muss man durch die halbe Stadt fahren und hat nicht 2 Minuten Fußweg. Viele Eltern haben auch nicht mehr einen Job, wie das früher war, wo man wusste, nach der Ausbildung habe ich eine Stelle und die habe ich jetzt bis zur Rente und ist alles ganz easy. Nein, vielleicht habe ich nur einen Kurzzeitvertrag und weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Das macht alles Stress mit uns. Wir haben eine große Stressbelastung. Da kommt auch noch sowas dazu, wie je nachdem, welchen Job man hat, um 5 ist nicht Feierabend, sondern das Handy geht auch um 7 nochmal und will irgendwas von mir. Und dazu kommen natürlich auch noch Social Media. Je nachdem, wie man da so gut mit umgehen kann, kann das auch ganz schön Stress machen. Nicht nur den Kindern und den Jugendlichen, über die wir immer reden, sondern auch den großen Menschen. Also wir haben eine andere Welt, die schneller geht, die stressbelastet ist. Und das ist was in uns Eltern natürlich arbeitet. Ist auch nochmal ein Grund dafür, wirklich auf diese Emotionsregulation zu schauen. Wie kann ich für mich an dieser Stelle sorgen? Weil vieles kann ich nicht verändern, aber auf mich kann ich gucken. Dafür haben wir auch noch nachher so ein paar Übungen mit. Aber mir ist ganz wichtig, das nochmal anzuerkennen, dass Sie auch selber nochmal sehen, ich muss mich nicht rechtfertigen, dass ich da irgendwie mich angestrengter fühle als meine Mutter, die vielleicht noch 2 Kinder mehr hatte, als ich das habe oder so. Man kann das einfach nicht vergleichen. Und jeder Mensch ist auch anders im Umgang damit, wie man, wie stressresistent man ist. Und das ist auch nichts, was man sich einfach vorwerfen muss, sondern das darf man wertfrei anerkennen. Wenn man das nicht so gut kann, dann ist das erstmal ein Grund dafür, dass es uns manchmal so schwer fällt. Was aber ein wichtiger Gedanke ist, auf den wir heute noch mal genauer gucken wollen, wenn ich diese Stressbelastung habe, dann kann es passieren, ziemlich schnell, dass ich in ein Verhalten meinem Kind gegenüber rutsche, das ich gar nicht so möchte. Wenn ich Druck spüre, muss der Druck irgendwo raus. Und die Kinder sind so die Schwachstelle, wo wir den ganz schnell rauslassen, den Druck. Das heißt, man rutscht, ohne dass man das an vielen Stellen will, in so ein autoritäres Gehabe. Wenn du nicht Strafen und was da alles kommen kann. Wo wir dann nachher denken, oh Gott, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, wie ich das gemacht habe. Es tut mir total leid. Aber trotzdem passiert es mir immer wieder. Und da wollen wir ein bisschen drauf gucken. Katrin, warum passiert das immer wieder? Also ich habe dir gerade schon wieder so zugehört. Ich glaube, es geht vielleicht, also ich habe zumindest so ein Atmen gesehen und so ein Nicken bei vielen. Und da will ich ganz kurz nochmal, bevor wir gucken, warum das passiert, nochmal innehalten, weil das große Wort der Akzeptanz gerade gefallen ist. Ne? Zu akzeptieren, wie es ist und gleichzeitig dann zu schauen, warum sind manche Sachen anders, als wir sie uns vielleicht vorgenommen haben. Und ich denke, das kennen auch viele von uns, von euch hier im Raum. Wir haben uns so vorgestellt, wir werden Eltern, hatten vielleicht auch so Vorstellung davon, wie das so ist, haben Dinge beobachtet, wie es andere Familien machen, vielleicht auf dem Spielplatz, vielleicht im Freundeskreis, und haben gedacht, so mache ich es nicht. Vielleicht auch noch Erinnerung daran, was uns selbst passiert ist, und haben gedacht, oh, den Satz sage ich auch auf keinen Fall. Und plötzlich kommt es dann doch nochmal anders. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, dass man dann diesen Moment hat und denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich es nicht gut gemacht und ich wollte doch. Und es ist mir nicht geglückt. Schon ein Strich auf dem Konto, den wir uns irgendwie negativ einzahlen, und oh Gott. Und das liegt meist gar nicht in diesem kleinen Moment, sondern es liegt meist, so wie Inke es gerade schon angesprochen hat, oft viele, viele Jahre zurück. Und wir alle, wie wir hier sind, tragen einen Rucksack, einen emotionalen Rucksack, mit unserer Biografie. Der ist bei manchen schwerer, bei manchen leichter.
ja, da vielleicht kurz eine Anekdote. Gestern im Flugzeug saß ich auch neben einem ja, Vater von 2 Kindern und er hat auch gefragt, wo ich denn hinfliege. Wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und dann habe ich ihm so erzählt, ja, ich halte hier einen Vortrag und so. Und dann guckte er ganz groß, ja, ist ein großes Thema, ist wirklich wichtig. So, ja, ist total wichtig. Und er sagte, na, er und seine Frau, die hatten es eigentlich relativ einfach. Da habe ich schon so aufgehört und gedacht, jetzt kommt der Tipp, den ich weitergeben kann. Juhu. Ja, sie hatten eine relativ leichte Kindheit. Sie können auf ganz viele Ressourcen zurückblicken. Das heißt, der emotionale Rucksack, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist relativ leicht bei ihm. Und er sagt, ein Buch hat beiden total gut getan. Es hat sie gestärkt, die ganze Elternschaft über. Und dann gibt es aber auch Eltern, und da kennen wir, du sagst gerade auch in der Beratung, viele Eltern, die ganz, ganz, ganz viel lesen, weil sie es wirklich richtig, richtig gut machen wollen. Und da sprach er auch von der Schwägerin, die alles gelesen hat, weil ihr Rucksack war einfach so schwer. Ja, und sie hat es immer versucht, besser und besser zu machen. Und ja, woran liegt das? Einige von uns mehr, andere weniger, haben vielleicht auch autoritäres Verhalten in der Kindheit selbst erlebt. Es ist ihnen widerfahren, dass sie vielleicht auch körperliche oder auch seelische Grenzverletzungen am eigenen Leib gespürt haben. Das heißt, unser Rucksack ist damit schon gefüllt. Und das geht nicht einfach weg mit dem Vorhaben, jetzt werde ich Eltern und jetzt mache ich das nicht wieder, sondern das ist da irgendwo drin. Ne? Und das ist manchmal ungemütlich und unbequem. Und wir kommen vermutlich alle irgendwie mehr oder weniger auch aus Generationen, in denen unsere Eltern vielleicht auch selbst noch Angst hatten, uns zu verwöhnen, wenn wir Nähe bekommen, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen. In dem Anpassung gefordert wurde. Wir mussten funktionieren. Ist doch nicht so schlimm, wenn ein Kind gefallen war normal. Und dann ist es natürlich leichter, dass in uns auch wenn wir es uns anders vorgenommen haben, diese Sätze aufploppen und wir wiederholen sie. Und das passiert wann? Besonders dann, wir haben gerade den Morgen erlebt, in Situationen, in denen wir selbst gestresst sind. Weil dann ist es so naheliegend, dass wir auf diese Muster zurückgreifen, dass wir auf das, was uns so vertraut ist, einfach zugreifen, weil ja, das ist uns vertraut. Es gab uns auch Sicherheit. Ne? Und vielleicht auch ein bisschen damit vergleichbar, stellt euch vor oder stellen wir uns vor, wir lernen eine neue Sprache. Und so ist es vielleicht auch die neue Elternschaft, die andere Elternschaft, die wir leben wollen. Dann ist es am Anfang oft ein bisschen ungemütlich. Ne? Ihr seid ja hier mit vielen Sprachen in Kontakt. Also man spürt, wie schwer es manchmal ist, etwas Neues zu nutzen. Und es fühlt sich manchmal auch erstmal wackelig an, orientierungslos. Ja, und heute, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, heute wissen wir, was Kinder brauchen und dass wir sie nicht verwöhnen können, indem wir ihnen genau das geben, was sie brauchen. Geborgenheit, Sicherheit, Beziehung, Wurzel und Flügel, Autonomie. Das heißt, wir brauchen davor erstmal keine Angst mehr haben. Und gleichzeitig blicken wir noch nicht auf die Vorbilder zurück, die uns zeigen, wie geht es denn dann. Und dafür sind wir hier, weil wir wollen es anders machen. Ein Stück weit und vielleicht wiederholen wir auch einiges. Genau, und vielleicht auch da nochmal einen kleinen Schlenker zu so Sätzen, die in uns auftauchen. Ihr kennt sie vielleicht auch als Glaubenssätze. Ich nenne sie auch gerne so die Sätze meiner eigenen Kindheit. Es passiert was, ein Kind übt Autonomie und sagt zu uns ein Nein, sagt, ich will das nicht. Und wir denken, oh, jetzt tanzt es mir vielleicht auf der Nase rum oder oh nein, jetzt will es mich provozieren. Und das kann uns erstmal wieder selbst in Stress bringen, dass in uns so dieser Kampf-Flucht-Modus losgeht und wir denken, was mache ich denn jetzt? Wie antworte ich denn jetzt darauf? Wie gehe ich mit diesen Sätzen um? Denn genau das wissen wir auch. Kinder wollen uns nicht provozieren, indem sie uns ihr Verhalten zeigen, sondern sie sind vielleicht ein bisschen mutiger, als wir es waren in unseren Kindheiten. Und sie trauen sich auch, auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, das brauche ich. Und damit kämpfe ich nicht gegen dich, liebes Elternteil, sondern ich stehe für mich ein und sage, schau mal hier, ich brauche gerade ein bisschen mehr Schutz, ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, und jeder Moment, in dem wir da innehalten, Inke hat auch gerade schon gesprochen, so das Wichtigste ist fast so die Ruhe zu finden und
nicht zu schnell zu sein, reguliert zu sein. Und ich finde, das ist das Allerschwerste, dann nicht zu schnell zu reagieren. Auch da fällt mir ein schönes Zitat ein. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ich finde, das klingt so leicht. Da kommt ein Reiz, das Kind sagt, nein, ich will nicht. Das klang ja gerade auch leicht, es will nicht in die Kita und ich nehme es an. Und meine Reaktion darauf, da haben wir die Freiheit. Und ich finde, genau diesen Raum zu nutzen, für uns nutzbar zu machen, der gibt uns ganz viel Chance. Aber das ist, glaube ich, so die allergrößte Übung. Aber jeder Moment, in dem uns das gelingt, in dem wir innehalten, in dem wir Verantwortung für uns übernehmen, für unser Handeln und sagen, okay, du willst jetzt gerade nicht in die Kita gehen und ich entscheide, weil es ist oft eine Entscheidung, die wir Eltern fällen für die Kinder und ich nehme deine Frustration an, du darfst wütend sein, du darfst frustriert sein. Bei jedem Mal geht es in eine andere Richtung. Das heißt, unsere Fremdsprache, die üben wir ein bisschen mehr. Unser Trampelpfad, ne, der wird ein bisschen umgelenkt. Wir gehen andere Wege. Und jedes Mal einen Schritt weg von vielleicht so autoritären Strukturen, wie wir sie erlebt haben, hin zu Beziehung, zu Miteinander. Und an dieser Stelle wollen wir vielleicht manchmal so große Schritte machen und Fehler nie wieder wiederholen. Und auch da gebe ich immer gerne mit, dass gar nicht entscheidend ist, wie groß die Schritte sind, die wir machen, sondern in welche Richtung sie zeigen, in welche Richtung sie uns lenken. Und das wäre auch ein großer Wunsch heute für den Abend, dass vielleicht jeder Einzelne von euch nur eine kleine Sache mitnimmt. Nicht das große Ganze und morgen wird irgendwie der Morgen an, sondern eine Sache, die wir vielleicht mitnehmen vom großen Buffet und nicht noch mehr Druck haben und denken, oh Gott, jetzt auch das noch. Auch das kann schon ein großer Meilenstein sein, mit einem kleinen Moment anzufangen. Genau, ich klicke einmal weiter. Inge, fällt dir dazu was ein noch, bevor ich weitergehe? Nee? Okay, an der Stelle nicht. Ja, und es ging auch gerade schon so ein bisschen um Grenzen, um Halt. Und jetzt möchten wir noch mal ein bisschen schauen, wie können wir denn Halt finden? Und die Überschrift heißt hier Halt finden, unsere Haltung. Was ist denn Haltung? Wie ich bin, wie ich da bin. Und ich glaube, viele von uns, eben, die vielleicht auch so nach Vorbildern sich sehen und nach Orientierung sehen, die sehen sich auch nach diesem Halt. Vielleicht ist das auch ein Grund, wenn wir jetzt fragen würden, warum seid ihr heute hier? Ne? Vielleicht auch Verbindung, vielleicht Kino ist auch irgendwie gemütlich. Und aber oft ist es halt dieses, wie kann es denn gehen? Ich suche manchmal Antworten auf Fragen. Und vielleicht auch, dieser Anspruch, den wir oft haben, das ging gerade auch schon um Erwartung, diese großen Erwartungen, die wir manchmal mitbringen, vielleicht ein bisschen zu umarmen und zu sagen, es darf ein bisschen weniger werden. Und auch da möchte ich noch so ein kleines Bild teilen, was mir total gefällt. Denn wir alle erleben Momente am Tag, wo wir Dinge vielleicht, wie gesagt, anders machen, lauter werden, harscher werden, zu schnell reagieren. Momente, die uns schwer erscheinen, die manchmal so schwer auf unseren Schultern lasten und mit denen wir auch sehr kritisch sind, vielleicht mit uns auch sehr kritisch sind. Und jetzt stellen wir uns alle mal vor, das wäre so mein Wunsch, stellt euch mal vor, ich komme rum und packe jedem so einen kleinen Tropfen Zitrone auf die Zunge. Für diesen einen kleinen Moment, der uns vielleicht missglückt ist oder wir vielleicht ein bisschen zu streng auch mit uns waren. Der ist erstmal ganz schön bitter, oder? Merkt man so, weil es schmeckt auch unangenehm. Und jetzt wissen wir aber, über den Tag hinweg, über die Woche hinweg, gibt es ganz viele Momente. Und diese guten Momente, die erkennen wir oft gar nicht so an, wie dieser kleine Tropfen Zitrone auf unserer Zunge. Und jetzt stellen wir uns diesen einen Tropfen Zitrone im Wasserglas vor, was wir umrühren. Und auf einmal wird es ein ganzes Stück milder. Und das wünsche ich mir auch für uns Eltern, für euch Eltern, dass wir auch milder mit uns sind und sehen, was wir alles leisten, was uns alles gelingt. Denn Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern aus meiner Sicht brauchen sie Eltern, die sich ihrer bewusst sind, die wissen, das ist mir wichtig, ich stehe für meine Grenzen ein. Ich möchte beispielsweise gerne arbeiten gehen, vielleicht muss ich es auch. Und ich habe dich in der Kita angemeldet und mir ist wichtig, dass es so gut wie möglich für dich dort ist und darin begleite ich dich. Ja, es ist
Ja, ich bin selbst gerade das 3. Mal eine Eingewöhnung. Also all das wende ich bei mir auch immer wieder an und das sind schwere Wege, aber Kinder wachsen daran, wenn wir mit ihnen in Kontakt bleiben, wenn wir nicht über sie bestimmen, unsere Macht, ich sag mal, missbrauchen, sondern ja, sie vielleicht auch unter den Arm packen und sagen, es ist jetzt so, ich erkläre es dir und wir schaffen das gemeinsam und indem wir uns auch immer wieder fragen, was brauchen wir, wenn uns mal etwas misslingt. Wenn Sie keine perfekten Eltern brauchen, dann brauchen Sie Eltern, die vielleicht auch sagen, habe ich gerade anders reagiert, als ich wollte. Ups, ich spreche es an, ich nehme mich selbst in den Arm, so wie wir es vielleicht auch bei einer guten Freundin machen würden und gestehen uns das auch an. Denn wenn wir gewaltfrei mit Kindern sein wollen, sollten wir bei uns anfangen, gewaltfrei mit uns zu sein. Also auch da zu merken, es ist ein Tropfen Zitrone im Wasserglas. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Ich gehe da auch nochmal rein. Ich reflektiere das vielleicht auch in der Elternberatung, gehe ins Elternforum. Ich spreche darüber und ich hole mir Unterstützung, weil ich bin damit nicht alleine. Und ja, Grenzen geben Orientierung. Grenzen können Halt geben. Wir brauchen oft genau diese Orientierung und wir dürfen, glaube ich, loslassen davon, Angst zu haben, dass wenn wir Grenzen aufzeigen, dass wir damit unser Gegenüber von uns stoßen, sondern wir können gucken, wie wir wieder schauen, ich brauche das und du brauchst das, also eher unseren Rahmen schützen. Und ich wiederhole nochmal meinen liebsten Satz, ein Kind kämpft nicht gegen dich, sondern für sich und das dürfen wir auch tun. Wir dürfen wieder gucken, wo unsere Nischen, wo unsere Räume sind, um uns zu schützen. Ja, Inke, was gibst du Eltern noch mit? Ich muss da nur gerade dran denken, ich habe so oft Eltern in der Beratung, die mir tatsächlich erzählen, ihnen ist jetzt 2, 3 Mal wirklich was richtig Blödes passiert, dass sie so richtig grimmig mit ihrem Kind waren. Und dann sitzen die da und sagen, ich habe Angst, die Bindung ist jetzt kaputt. Also ich wirklich Angst, diesen ne? Satz höre ich so oft, ne? Weil Bindung ist jetzt so ein Wort, was auch viele Eltern kennen. Und da finde ich immer noch mal wichtig zu sagen, dass zu dieser Bindungs- oder Beziehungsorientierung eben genau das gehört, was du gesagt hast. Ich reflektiere ja drüber, ich merke das. Irgendwie war das nicht so gut. Und darüber spreche ich auch mit anderen Erwachsenen, wo auch immer, in meiner Partnerschaft. Ich hole mir Beratung, ich spreche mit einer Freundin und ich signalisiere das auch meinem Kind an der Stelle, dass das nicht so gut war. Das macht aus, dass wir in Beziehung und in Verbindung sind und nicht, dass es eben perfekt läuft, sondern wir lernen noch. Also selbst, mein Großer ist jetzt schon 21 und ich lerne immer noch, weil ich hatte noch nie ein Kind, das 21 Ja, war. das ist ein schöner Satz, den wir sagen können. Ich bin das erste Mal Mutter von einem Sohn mit 21 oder mit 3 oder mit 4. Das kommen immer wieder neue Situationen hinzu. Genau. Ja? Ja, das stimmt. Also das war, was mir dazu einfällt. Und sonst wollte ich zu dem letzten Punkt noch was sagen. Dafür stehe ich nochmal auf, weil das auch nochmal wichtig ist. Über die Erwartungshaltung habe ich am Anfang schon gesprochen. Aber der zweite Begriff ist mir auch ein ganz wichtiger, die Selbstbestimmung. Du hast das auch mit anderen Worten schon gesagt. Es gibt viele Situationen in der Familie, wo ich mich fremdbestimmt fühle. Und das ist was, wenn ich mit Eltern in der Beratung sitze und ich sage denen das, dann merke ich, wie bei denen was passiert. Weil wir ja gerade in den Situationen, wo wir so autoritär reagieren, wie wir das vielleicht gar nicht wollen, eben in Situationen sind, wo wir das Gefühl haben, ich habe keine Kontrolle mehr. Mein Kind macht nicht das, was ich denke, was es tun müsste oder was jetzt vernünftig wäre oder so. Ich fühle mich fremdbestimmt. Und Fremdbestimmung ist ein ganz wichtiges Gefühl, wenn man auf Elternschaft guckt. Das fängt ja schon an, meistens schon in der Schwangerschaft für die Mütter, weil man nicht mehr so schläft, wie man vorher vielleicht geschlafen hat. Und wenn das Kind erstmal da ist, sowieso. Die meisten Babys schlafen nicht so, wie wir das super fänden. Und das geht an vielen Stellen so weiter. Also wenn ich dran denke, ich habe eben 3 Jungs so ziemlich schnell hintereinander bekommen. Es gab ziemlich viel Zeit, in der ich nicht konkret eine Aufgabe hatte, aber immer so auf Abruf war, weil plötzlich wieder der eine dem anderen eine Ohrfeige gegeben hat oder was weiß ich, so ein Kram.
Das macht was mit uns, diese kontinuierliche Fremdbestimmung. Die haben wir ja ganz viel im Leben, weil der Zug nicht so kommt, wie wir das geplant hatten oder weil ein Kollege irgendwie blöd ist oder so. Und an den Stellen haben wir aber häufig schon Methoden gefunden, wie wir mit der Fremdbestimmung irgendwie zurechtkommen, wie wir das für uns organisiert kriegen und wieder in so eine Kontrolle kommen. Den Kindern gegenüber haben wir das aber häufig nicht, weil da so ein krasses Gefühl kommt von, ich kann eben nicht autonom sein, ich kann nicht selber bestimmen. Aber da ist eine ganz große Chance zu gucken, wo kann ich doch wieder in ein Gefühl von Selbstbestimmung kommen, während ich mit meinem Kind zusammen bin. Das ist nicht die Selbstfürsorge mit einem Yoga-Wochenende im Spa-Hotel, sondern während ich mit meinem Kind zusammen bin, kann ich in eine Selbstfürsorge kommen. Und das erzähle ich ganz kurz an einem Beispiel. Wenn wir uns vorstellen, können sich wahrscheinlich alle einfühlen, wir haben ein Kind, das hat eine volle Windel und das will sich nicht wickeln lassen. Das rennt vor uns weg, hier um das Sofa rum. Wir rennen hinterher und kommen uns vor wie der letzte Doof, weil dieses Kind einfach nicht stehen bleibt. Es tanzt dir auf der Nase rum. Es tanzt mir auf der Nase rum. Dann bin ich ganz doll in diesem Gefühl von Fremdbestimmung. Ich weiß ja auch, die Windel muss ab, die Haut ist schon wund. Ich kann aber nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist das Gefühl. Und da zu erkennen, ich kann aussteigen, aus dieser Reaktion hinterher zu laufen. Ich habe diese Freiheit, diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion und kann in eine Selbstbestimmung kommen, kann eine Aktion machen. Ich kann stehen bleiben. Ich kann mich auf den Boden legen. Ich kann mich auf den Tisch stellen. Ich kann aus dem Zimmer gehen. Ich kann anfangen zu singen. Ich kann ganz viele Dinge tun. Die haben noch nichts mit der Windel zu tun. Aber die sorgen in meinem Stresssystem dafür, dass ich das Gefühl habe, ich kann wieder handeln. Ich bin in einer Selbstbestimmung. Ich habe Verantwortung in dieser Situation und die übernehme ich. Ich entscheide mich dafür. Das macht einen Unterschied für die Psyche an der Stelle. Und ganz oft macht das dann auch einen Unterschied für die Kinder. Wenn wir dann nämlich 5 Minuten auf dem Tisch liegen, dann kommen die. Dann können wir trotzdem irgendwie ein bisschen rumalbern und vielleicht ins Wickeln kommen an so einer Stelle. Und das ist eine Chance, die man an ganz vielen Stellen hat, wenn man sich mal wieder erinnert, okay, ich habe gerade ein ganz krasses Gefühl von Fremdbestimmung und ich will brüllen, Fernsehverbot, heute kein Eis oder was weiß ich. Dass ich dann wieder gucke, wo habe ich denn eine Chance auf Selbstbestimmung? Und vielleicht erstmal nur über meinen Körper, indem ich entscheide, ich atme jetzt mal. Ich atme jetzt mal, genau. Das ist so ein Stichwort, ne, was wir immer wieder einbauen dürfen. Ja, ich fasse das auch gerne mit dem Satz zusammen, folge dem Kind, wenn du willst, dass es dir folgt. Weil häufig passiert nämlich genau das, wir gehen nicht in Beziehung, sondern wir sagen dem Kind, ich will, dass das und das jetzt passiert. Das heißt, wir fallen förmlich mit der Tür ins Haus. Würden wir vermutlich bei Partner, Partnerinnen auch so nicht machen. Bei Kindern, du hast vorhin schon angesprochen, ja, es ist was noch sehr Zurückliegendes, ne? Da rutscht es uns leichter raus. Kinder sind ja von Diskriminierung da noch viel, viel leichter betroffen, weil es Kinder sind und weil wir es auch so erfahren haben. Ne? Auch das ist was uns dann oft aufploppt. Also folgen wir dem Kind, wenn wir wollen, dass es ihm folgt, und dann kann es eben genauso sein, ich mache mal was anderes oder gehe in den Kontakt. Ja, gehen wir zu den 7 Tools? Ja, würde ich sagen. Ja, oder? Ne? Genau, wir haben noch 7 kleine Tools mitgebracht. Ich liebe Anker immer total, so kleine Bilder, die uns eben Halt geben können, genau. Ja, das erste Tool, oft haben sie auch so einen Namen, dass wir es uns einfach ein bisschen leichter einprägen können, und vielleicht ist eins dabei, was euch gut tut, was ihr mitnehmen wollt, ist die Glaskaraffe. Habe ich mal von einem Kollegen geklaut, der beschreibt es so, dass er eben auch in Beratung vielen Eltern nahelegt, sich zu den Kindern zu begeben, wenn gerade nichts ansteht. Das heißt nicht, weil ich in den Raum gehe und sage, gibt es noch Hausaufgaben? Hast du den Geschirrspüler ausgeräumt? Ne? Irgendwas, was ein Kind tun soll. Diese Momente sind damit nicht gemeint, sondern dass wir bewusst schauen, wir gehen in Beziehungs- und Kontaktmomente ohne ein Ziel. Das Ziel wäre, ich möchte präsent sein, ich interessiere mich für dich, ich will bei dir sein, aber ich habe keinen Auftrag. Das heißt, die Glaskaraffe, wir können dann wirklich sinnbildlich eine Karaffe mit Wasser füllen, uns ein Glas nehmen und mal wirklich auch selbstfürsorgetechnisch uns zu dem Kind begeben und einfach da sein. Und das ist total spannend, weil Kinder uns dann relativ schnell fragen, was machst denn du hier? Ich will einfach nur da sein, ich habe gerade gar keinen Auftrag. Das ist wirklich auch diese
diese Präsenz, die gerade, wir haben es schon angesprochen, die Zeit wird schneller, die Medien nehmen zu, wir sind oft in so einen schnellen Absprachen, die oft zu kurz kommen, diese kleinen Mini-Beziehungsmomente, wo wir einfach nur sind. Und mir hilft es tatsächlich sehr, gerade auch beim Teenagerkind, was mich nicht mehr so stark braucht, mir vorzunehmen, ich setze mich jetzt einfach mal ins Zimmer und bin da. Wir werden mitkriegen, wenn wir gerade unerwünscht sind. Dann gehen wir natürlich raus und trinken jetzt nicht unsere 1,5 Liter. Aber grundsätzlich mal einfach zu sein und zu gucken, was sich da ergibt. Und das Kind, ja, was spürt es? Da interessiert sich jemand für mich. Und nicht, weil ich gerade etwas tue, weil jemand etwas von mir will, sondern einfach nur, weil ich bin. So schön. Also ich nehme da auch immer gleich den Gedanken mit, den ich mit meinen Eltern oft übe, aufs Hier und Jetzt zu gucken, weil wir so oft dran sind, ne? Noch die Englischarbeit oder dieses aggressive Kind mit 4 Jahren, was soll denn daraus mal für ein Teenie werden oder so, ja. Also wir sind immer weit voraus und mit dieser Übung kann man ganz gut gucken, dass man wieder im Hier und Jetzt ist und schaut, was ist denn jetzt wichtig? Ich muss mir diese Gedanken noch nicht machen. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt mal dazu kommt. Ja, und so eine kleinen Bilder oder Anker oder so uns das, ne? Es hilft oder es kann einfach helfen, uns daran zu erinnern. Ja, genau, der zweite. Die rosarote Brille. Ich glaube, das ist was uns Menschen einfach leider naturell gegeben ist, von Geburt an, dass unser Gehirn einfach viel stärker auf Probleme und Störungen reagiert, dass uns das auffällt, was nicht gelingt. Ne? Der eine Tropfen Zitrone. Da ist es mir nicht geglückt. Ne? Da sind wir streng mit uns. Und bei den Kindern auch. Das heißt, auch da fällt uns immer viel stärker auf, wenn Kinder ein Verhalten zeigen, was wir blöd finden. Schon wieder ist das passiert. Und was wir dabei total verlieren ist, und das passiert gerade im Stress, schon wieder liegt deine Jacke da. Was aber vorher schon alles gut gelaufen ist, ne, das wird so ein bisschen wegradiert. Wie gesagt, bei uns sind wir selbst häufig auch so streng. Unser innerer Kritiker ist meistens mindestens genauso laut. Ich glaube, den dürfen wir zuerst mal kurz zur Seite bitten und sagen, psst, gerade nicht, weil du hilfst mir nicht. Aber den brauchen auch die Kinder. Also ich sage wirklich da so sinnbildlich die rosarote Brille aufzusetzen und sich wirklich mal unser Kind anzugucken und zu schauen, was gelingt alles? Welche Eigenschaften hat mein Kind? Was ist wunderbar? Und ich kenne Eltern, die schreiben sich das wirklich auf einen kleinen Post-it und packen sich es an den Spiegel. Ne? Also uns da wirklich darauf zu besinnen, was gelingt, statt was gelingt alles nicht. Das ist auch ein Beispiel dafür. Ne? Ja, also ich habe das tatsächlich auch häufiger in der Beratung. Eltern kommen natürlich und schildern erstmal das Problem. Was ist das schwierige Verhalten? Und manchmal ist das wirklich ziemlich groß und ziemlich schwer. Und dann frage ich an irgendeiner Stelle, wenn wir so die ganze Anamnese gemacht haben, auch, was verbindet dich denn gerade noch mit deinem Kind? Und dann ist es manchmal so, dass Eltern nicht gleich eine Antwort haben, dass auch Tränen fließen, wenn einem das so bewusst wird. Und da kann das eine super Übung sein. Und wenn einem das im Alltag schwerfällt, dann empfehle ich den Eltern immer, geh zum Bett deines Kindes, wenn es schläft. Und dann guckst du mal das Kind an und guckst mal, was da kommt. Welche Erinnerungen, welche schönen Bilder, was hast du dich gefreut über das erste Mal frei stehen, das erste Wort oder so. Und heute gibt es ganz bestimmt auch noch was, worüber du dich freust. Ja. Oder auch dieser Moment bei den meisten, ich weiß es nicht bei allen so, wenn die Kinder zur Welt kommen. Habe ich auch mit einem Geburtshelfer gesprochen, der gesagt hat, dieser magische Moment, wenn wir das erste Mal dieses kleine Wesen begrüßen, und wenn wir uns diesen Blick, wenn wir uns daran ab und an erinnern, ne, wenn wir uns diesen Blick erhalten können oder ein Stück davon, ja. Das ist gut, gerade bei 1,80 Meter großen Teenies. Ja, ich glaube, das ist was, es klingt so einfach und ich glaube, das ist so die schwerste Übung überhaupt. Sowohl für Eltern wie auch für pädagogische Fachkräfte, die ja, ist ja auch manchmal sogar noch ein paar Jahre lernen, Selbstregulation vor Koregulation. Diesen Moment zu nutzen, vielleicht sich auch zu überlegen, wenn gerade nicht Gefahrenverzug ist, muss ich sofort reagieren, weil ganz häufig müssen wir das gar nicht. Ganz häufig bleibt sogar noch mal ein Moment Zeit zum Atmen,
Selbst wenn Geschwister sich prügeln. Selbst da können wir gucken, ne? Klar, du hast schon die schützende Macht angesprochen, ne? Manchmal müssen wir ganz schnell sein, gar keine Frage, da ist unsere Amygdala hier aber auch ganz, ganz klug und regelt das schon, aber manchmal reagiert die auch, wenn ein Kind gerade wütend ist, falls in uns was berührt. Weil wir vielleicht denken, da steht wirklich gerade ein großer Löwe, dabei ist es einfach gerade nur das 3-jährige Kind an der Supermarktkasse, was ein Lolli möchte und wir sagen nein. Anstrengend, atmen. Und auch da noch so einen kleinen Reminder, der Yogakurs oder du hast auch schon das Yoga-Retreat angesprochen, gut und schön, können wir auch buchen. Aber was uns tatsächlich, das wissen wir auch aus der Wissenschaft, wirklich hilft, sind 5 Minuten Atmen am Tag, bewusstes Atmen am Tag, lässt uns das üben. Also wenn es so eine einfache Atmung ist, auch das könnte man mitnehmen. Ich mache es jetzt seit ein paar Wochen ein bisschen intensiver. Einmal einatmen. Gerne mal mitmachen, nochmal einatmen. Also man lässt wie so ein Fahrstuhl hochfahren und atmet wieder aus. 5 Minuten super, aber ich bin da auch immer ganz pragmatisch, wenn es nur 10 Mal ist, haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen, weil Stress überträgt sich und Ruhe auch. Ich nutze dazu gerne noch ein Bild in der Beratung. Und zwar merke ich, dass das Kindern ab dem Grundschulalter, aber eben auch Eltern hilft. Und dann kann man es auch ganz gut zusammen machen. Wenn man sich vorstellt, dieser Impulsmoment, das ist im Grunde, als würde ich über so einen Platz rennen und nehme den Weg, den ich immer gehe. Den Brüllweg oder so. Aber eigentlich muss ich auf diesem Platz kurz stehen bleiben und mich umgucken und schauen, da gibt es ja noch einen anderen Weg. Ich kann vielleicht mal an die Decke brüllen, anstatt auf mein Kind oder kann nur mal das irgendwo reindrücken, das Gefühl, was ich habe, und nehme Weg C. Ich muss aber dafür auf diesem Platz mal kurz stehen bleiben. Und das kann tatsächlich helfen, wenn ich mir das vorstelle, dass ich auf diesem Platz ganz fest mal kurz spüre, meine Füße stehen hier. Kann auch Kindern total gut helfen. Oder dass sie noch mal vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, bevor sie irgendwas tun. Das kann man ganz gut üben. Und das auch den Kindern vorleben. Also macht das nicht für euch. Das ist was, wenn Kinder uns dann angucken und sagen, Mama, was machst du denn da gerade? Ich atme und ich muss gerade kurz mal für mich sein. Also ich mache das gerade für mich, ne? Und das Kindern vorzunehmen, ich bin gerade wütend, weil ich ärgere mich gerade, aber ich gebe auf mich Acht, weil wir tragen die Verantwortung für uns. Und das ist super anstrengend, auch schwer. Aber das Kindern zu zeigen, ne, welche Strategien wir da finden, ne, schützt sie wieder. Also wir sind da kleine Vorbilder, die vielleicht uns, wie gesagt, gefehlt haben. Also ich überlege gerade, meine Mama mal atmen sehen oder so extra. Naja, ich glaube nicht. Nee. Ja, Tool 4. Ach, es ist auch eigentlich so banal und doch ist es wieder so, dass ich es dick anmarkern möchte. Gut genug. Wir haben es auch auf jeder Folie. Wir sind gut genug und Perfektion behindert und der Anspruch der Elternschaft, der ist oft so hoch und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, was wir uns im Bilderbuch ausmalen, wie wir gern wären, das ist oft gar nicht erreichbar und glaube ich auch gar nicht unser Ziel oder sollte gar nicht unser Ziel sein. Also ich will sagen, es ist für Kinder oft gar nicht nötig. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich nochmal dazu einladen, diesen inneren Kritiker oder Kritikerin, die wir in uns haben, öfter mal zu bitten, leiser zu sein. Denn, ja, die braucht es oft nicht. Wir können natürlich ganz pragmatisch nochmal schauen, wie können wir uns Aufgaben verteilen, was können wir entlastend tun, damit es uns auch gelingt, damit gut genug auch machbar ist. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und das 5. ist auch so leicht wie doch auch so schwer, weniger ist mehr. Ich mache Instagram auf und sehe Bastelideen, genähte Kostüme, Brotdosen mit ausgestochenen Figuren. Und ganz ehrlich, ich finde es oft richtig schön und manchmal klopft da auch so ein schlechtes Gewissen an, dass ich das ja vielleicht auch so machen würde. Die Frage ist aber, braucht es das? Wenn es das braucht, weil ich zum Beispiel gerne nähe und mich entspannt das und ich habe Lust, wirklich Lust, ich entscheide das für mich, dieses Kostüm zu nähen, weil das ist für mich was Tolles, wunderbar. Wenn ich aber merke, ich mache das, weil ich es bei Instagram gesehen habe oder weil ich merke, die Geburtstagstorte zuckerfrei, vegan etc., die wäre es schon und ich setze mich damit unter Druck, dann ist es, glaube ich, was, wo wir ganz klar sagen können, nein, ich sage nein dazu und ich sage ja für mich und die Familie. Und auch die Frage, woran erinnern sich unsere Kinder später wirklich?
Und ich kann ein Lied von singen, ich bin dann gerne die das ganz schön macht so und mich dann aber frage, aber die Atmosphäre ist viel, viel wichtiger. Dann ist es die Tiefkühltorte und die vielleicht ein bisschen entspanntere Person als dieses Wunderbare. Und das ist für einige, wie zum Beispiel mich, echt auch schwer loszulassen, aber weniger ist oft, ja, viel, viel mehr. Also da auch die Frage an uns, was können wir leisten, ohne dass es uns überfordert? Und auch nur das zu leisten. Ja, genau. Das ist in der Beratung so der Klassikerpunkt, wo ich mit Eltern hingucke, wie sieht denn euer Wochenplan so aus? Und wo können wir vielleicht wirklich was hinten rüberschmeißen? Kinder brauchen mit 4 Jahren nicht schon 3 Hobbys oder so. Also an vielen Stellen mal zu schauen, wo kann man wirklich entlasten. Und ich habe das gemerkt in meinen Beratungsfamilien tatsächlich in Corona. Das war so ein positiver Faktor in der Zeit, dass viele Familien gesagt haben am Anfang, ich habe Panik, weil diese ganzen tollen Punkte, an denen wir uns festhalten können, die fallen jetzt weg. Und dann haben die an manchen Stellen aber gemerkt, meine Kinder, die entdecken gerade, dass ein Bruder zu haben doch ganz cool ist. Und die spielen zusammen und sind irgendwie im Keller verschwunden und finden dann eine gute Zeit miteinander. Also da immer noch mal hinzugucken, ist natürlich auch individuell, ob man jetzt ein introvertiertes oder ein extrovertiertes Kind hat oder wie man selber so tickt und das braucht. Aber da kann manchmal auch echt weniger mehr sein und gerade wenn man sich so verabschiedet von mein Kind braucht aber einen Sport und ein Musikinstrument und ich weiß nicht was noch alles, da kann weniger wirklich mehr sein. Ja, und Nummer 6 sind unsere Gedanken. Wir denken ja meistens ganz, ganz viel die ganze Zeit. Ich habe vorhin schon von Glaubenssätzen oder Sätzen unserer inneren Kindheit gesprochen. Und manchmal sind es Sätze, die gar nicht so nett sind, die gar nicht so mild sind, die gar nicht so gut tun. Manchmal auch Sätze eben wie so alte Sätze, es will mich provozieren, es tanzt dir auf der Nase rum, du musst doch jetzt was machen. Und da könnte es auch eine Übung sein, da mal hinzuhören, bevor wir sie glauben, bevor wir sie nachsprechen. Da auch mal so zu stoppen. Manchmal sind sie ja wie so ein kleiner Film, der hier abläuft, um mal zu gucken, ist das ein Satz, der passt? Möchte ich den sagen? Tut er mir gut oder wühlt er mich auf? Und dann wirklich auch zu schauen, was tut mir denn gut? Vielleicht kennt ihr auch noch diesen Satz, der Esel nennt sich immer zum Schluss. Das heißt, auch, oder wir dürfen uns nicht das letzte Stück nehmen, also nimm dich nicht so wichtig hinzu, ich kann mich nur gut um andere kümmern, wenn es mir selbst gut geht. Es ist wichtig, dass wir, wie im Flugzeug, die Flugzeugmaske uns zuerst aufsetzen und dann die Kinder begleiten. Ja? Und das finde ich auch mal ganz schön, wirklich da so unsere Sätze, unsere Bestärker zu finden, weil das prägt sich ein und das verändert. Und ich wiederhole gerne nochmal meinen allerliebsten Satz. Wenn ein Kind vor mir steht, was ganz wütend ist und ich fühle mich wirklich auch herausgefordert, meine Autonomie und oh Gott und Widerstand, Frustration, ich kann es kaum halten, durchzuatmen und sagen, es kämpft gerade für sich und nicht gegen mich. Es sagt, es braucht etwas. Und damit bin ich in der Funktion von, okay, damit kann ich umgehen. Du bist gar nicht gegen mich, es ist kein Kampf, sondern du willst mir gerade etwas mitteilen. Da höre ich mal hin. Ich finde da so wichtig, nochmal drauf zu gucken, dass Sprache wirklich auch unsere Wahrnehmung da prägen kann. Mein liebster Satz, den ich Eltern da mitgebe, ist, wenn dieser Klassiker kommt, das Kind sucht doch nur Aufmerksamkeit. Wirklich zu sagen, das Kind sucht Sicherheit. Dreh dir das um im Kopf. Das Kind sucht Sicherheit. Und dann bist du auch wieder in einer anderen Haltung dem Kind gegenüber. Da kann ich helfen. Und nicht, da muss ich in eine Distanz gehen, das muss ich klein kriegen, dieses Aufmerksamkeit suchen. Aufmerksamkeit braucht Aufmerksamkeit, sage ich da auch immer gerne. Und dann gucken wir aber, in welchen Momenten können wir sie geben. Präsenz, Glaskaraffe. Okay, mein Kind fällt gerade ein bisschen auf, zieht an meinem Rockzipfel. Ganz kurz eine Anekdote. Wir hatten ein neues Sofa. Mein Kind wollte immer wieder etwas von mir, hat mich angesprochen. Und ich habe gesagt, nein, ich brauchte gerade wirklich eine Pause. Und plötzlich malte es mit dem Stift auf dem Sofa. Natürlich war ich kurz verärgert und habe gedacht, oh, dachte ich, okay, ich habe es vorher auch wirklich überhört. Die Signale waren laut genug. Ich habe gesagt, nein, ich brauchte gerade mich. Ich habe nicht geschimpft, weil ich es übersetzen konnte und gedacht habe, okay, wir machen es jetzt zusammen weg. Und natürlich, das geht nicht, das ist unser Sofa, aber ja, Aufmerksamkeit braucht Aufmerksamkeit. Ich hätte sie ihr schon in einem Moment geben können. Ist nicht schlimm. Können wir wieder korrigieren, können wir wieder anders mit umgehen. Ja, der Abschluss oder das 7. Tool. Da gehen wir nochmal auf die Worte und auf ein besonderes Wort, das Ja. Und da möchten wir euch abschließend nochmal zu einer ganz, ganz kurzen Mini-Übung einladen.
Wer mag, kann gern für einen Mini-Moment die Augen schließen oder vielleicht auch einfach nur da sein, sich einen fixen Punkt suchen, mal einen Moment nach meiner Stimme zuhören und mal schauen, was die Worte mit euch machen. Wenn ich sage, ja, 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 nein, 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 nein. Okay, nochmal tief durchatmen. Nur ganz kurz. Ich finde Nein total wichtig, wenn eine Gefahr da ist. Wenn wir Grenzen ganz deutlich zeigen müssen an der Straße, in Gefahrensituationen. Gleichzeitig dürfen wir uns bewusst sein, vielleicht haben das auch gerade einige von euch gespürt, was so ein Nein mit uns macht. Kinder haben noch ein sehr sensibles Gehirn, ein reaktives Gehirn, die auf dieses Nein wirklich auch blitzartig reagieren und oft auch mit tiefen Gefühlen, kämpfen dann schnell um ihre Würde. Und das beruhigt unser Gehirn nicht. Auch unser erwachsenes Gehirn nicht. Vielleicht haben wir es gerade auch gehört. Und gerade wenn Kinder uns durch Verhalten auffallen, hören sie eins ganz viel: Nein. Und da wünsche ich mir auch ein Ja zu uns, ein Ja zum Kind. Wir können Nein sagen, indem wir auch Ja formulieren. Statt Nein, jetzt keine Fingerfarben hin zu, oh ja, du willst mit den Fingerfarben malen. Ich atme kurz durch. Ist jetzt gerade schon ein bisschen spät. Ich stelle die hier hin. Wir fangen gleich morgen damit an. Habe ich vielleicht genau das Gleiche inhaltlich formuliert, gehe aber vielleicht einer Situation nochmal aus dem Weg. Und das kann ein Ja machen und ein Ja kann auch machen, wenn wir uns für Kinder interessieren, wenn wir uns für ihre Bedürfnisse, für ihre Gefühle interessieren, statt ist nicht so schlimm, hat doch nicht wehgetan, hin zu einem, oh, jetzt bist du hingefallen, wie ist es denn gerade, tut's weh, brauchst gerade ein bisschen Schutz und Sicherheit. Dann beruhigt sich das Gehirn, weil Kinder fühlen sich ernst genommen, sie fühlen sich gesehen. Und das heißt nicht, dass wir in dem Moment gleich alles erfüllen, alles für sie managen. Aber dieses seelische Bedürfnis nach, ich bin wichtig, ich werde, ich sage es nochmal, ernst genommen und respektiert, verändert oft so viel. Da können wir im Grunde nochmal so ein bisschen den Kreis zum Anfang nehmen, finde ich, weil ich darf mir auch sagen, ja, das ist total anstrengend. Mit Kindern. Ja, das ist echt total doof. Und manchmal möchte ich gern die Tür von außen zumachen. Das muss ich vielleicht nicht meinem Kind sagen, aber ich darf das mir sagen, ich darf es meiner Freundin sagen, meiner Partnerin, meinem Partner. Ja, das ist viel. Und wir wussten, glaube ich, alle nicht, worauf wir uns einlassen. Das kann man vorher nicht wissen. Und das kann man nicht wissen. Ich habe beim ersten noch gedacht, boah, wie easy. Ja, ich auch. So, das war ganz spannend und habe gedacht, was machen die denn? Das ist doch gar nicht so schwer. Und dann kam das zweite, das war völlig anders. Du hast gerade schon von verschiedenen Charakteren gesprochen. Jedes Kind ist individuell. Wir sind individuell, was wir mitbringen, wie unser Rucksack ist, ne? Wie auch unser Temperament ist, wie auch die Konstellation mit Partner, Partnerin ist, wenn dann jemand da ist. Also es ist wirklich so hoch individuell und der Kreis, den können wir gut schließen. Jedes Gefühl darf sein und wir dürfen das auch anstrengend finden. Da sage ich auch gerne, das Kind darf frustriert sein und was doof finden und wir auch. Das ist okay. Ja. Ja. Kleiner Punkt. Genau. Und hieran anknüpfend haben auch alle einen Brief vorgefunden, ne? Den Elternbrief. Und wir haben ja nochmal 7 Überlegungen zur Elternschaft zusammengetragen, die jetzt hier auch im Vortrag aufgegriffen wurden, über die wir gesprochen haben. Zum einen die Elternschaft heute und früher. Wir sind in einem Umbruch und Umbrüche sind oft ungemütlich und brauchen einfach ein bisschen mehr. Eltern sind wichtig, ne? Über die Haltung haben wir gesprochen, über Grenzen, ein ganz großer Punkt, die Selbstfürsorge, uns wirklich wichtig zu nehmen, weil nur dann können wir uns gut um andere sorgen und wir dürfen gut genug sein, ne? Vielleicht auch die Zitrone, dieser kleine Tropfen, milder mit uns zu sein und abschließend dann nochmal 7 konkrete Tipps für den Elternalltag.